Hallihallöle, ich bin's wieder, euer Blasteringenieurle. Und da sind wir wieder am digitalen Zeichenbrettle. Da, guckt, und jetzt machen wir da das, was ich euch beim letzten Mal gesagt habe, als wir da das zusammenbastelt haben, also das Magazinle, also das nicht zusammenbastelt, das Magazinle umbastelt. Ja gut, und auch als ich es zusammenbastelt habe, was wir so ändern müssen. Und es ist heute, ja, viel Änderungen im Magazin angesagt. Und dann machen wir auch endlich mal das, dass wir das Magazin ein bisschen näher, die Schwungrädchen nachkriegen. Das, das lässt sich jetzt gut damit kombinieren. Und jetzt machen wir erstmal das Schieberle. Mir fällt gerade auf, ich hätte Lächle ins Deckele Outline machen können. Das, das, das muss ich jetzt halt noch im Schraubenzieher machen. Weil da machen wir jetzt ein Lächle in das Schieberle. Das war jetzt eine kleine Vorwarnung, das habe ich vergessen. Das ist ja halb so wild. Äh, in das Schieberle machen wir ein sauberes Lächle, dass man die Schraube auch gescheit versenken können. Das habe ich im Deckel oben vergessen. Das hätte man da auch gleich machen können, aber vielleicht mache ich es noch kurz nachher dann. Weil momentan, momentan ist der Drucker schwer beschäftigt. Wir haben jetzt seht, dann machen wir das Schieber anders, dann machen wir das Magazin, der Deckel. Ja, beim Magazin eigentlich alles. Also der Schieber, der Deckel unten, der Deckel oben und oder der Dartstopper, also der Pfeilstopper, dass die Pfeile nicht von der Leu rausfallen. Und das sind ja die 4 Teile, aus denen das Magazin besteht. Das machen wir halt alles mal neu. Oder modifizieren es halt so, dass das passt. Oder seht ihr, da sind jetzt, ja, dass der hat halt beim letzten Mal unterkratzt, weil der sich wahrscheinlich ein bisschen schräg reingelegt hat. Das haben wir jetzt korrigiert, hoffe ich doch. Also, und jetzt seht ihr da die Schraublöcher, die waren da vorne. Ja, das war fürs Magazin schon geschickt. Und ich habe das ursprünglich auch mal anders gedacht gehabt, dass die Schwungräder Etage tiefer sind, quasi. Aber das hat sich halt doch so rausgestellt, dass ich das da so machen will. Und ja, jetzt passt das halt nicht mehr, dass da. Und auch da seht ihr die Rampe nach unten. Das brauchen wir natürlich auch nicht. Das war ja vorher, weiß nicht, ob den Entwurf müsst ihr wahrscheinlich irgendwann mal in den alten Videos gesehen haben. Da ist ja so Klammer rausgegangen, die Pfeile dann festhält, wie bei so normale Talent-Magazine oder so. Und das haben wir jetzt einfach geändert. Das habe ich schon gedacht, das wird sowieso mit nichts kompatibel werden. Also dann brauche ich mich da durch das auch nicht einschränken lassen. Aber irgendwie war ich da halt, hatte ich das so im Kopf und habe gedacht, das machen wir auch so. Weil das, wenn das alle so machen, würde schon geschickt sein. Aber habe ich jetzt geändert. Da geht das Schieberle jetzt ins Magazin rein. Und ja, dadurch kriegt man das Ganze ein bisschen kompakter hin und ich denke, das ist auch so einfacher. Wie jetzt das Magazin oder das Schieberle modifizieren, da ein bisschen Platz schaffen, weil das Schieberle muss ein bisschen weiter, also nach links, so, ja, aus Sicht des Bedienenden muss das nach links. Das ist, wenn man von vorne drauf schaut, nach rechts, das ist ein bisschen, wie hat das der Basiswechsel? Das, ja, ich habe auch irgendwann mal Informatiker-Mathe besucht. Das ist Mann da. Ja, auf jeden Fall muss die Platte dann für den Dartstopper ein bisschen, oder ich hab's halt so getauft, muss ein bisschen größer werden, dass die Löcher auch weiter, weil die wird durch die Schraube kalt. Wobei da ist auch wahrscheinlich die Frage, brauche ich da wirklich, brauche ich da wirklich die 3 Schrauben? Oder das da vielleicht sogar lange, wenn die eine dahinter wäre, oder vielleicht nur 2. Ja, wobei auf der anderen Seite kann keiner Nein machen. Ja, das, gut, die könnt dann auf der Seite, wo der Ausschlag ist, da könnt ihr Schrauben einmachen. Und dann wäre das auch gesichert, aber ja, jetzt, das ist glaube so. Oder irgendwann mal machen wir eine 3. Version und dann überlegen wir uns das. Aber zuerst machen wir die Version und, und dann drucken wir das alles aus. Und ich glaube, die nächsten 2 Videos waren was anderes. Also, ich,
mir juckt es jetzt erstmal die Stampede zu machen, das will ich gucken. Das ist ein cooles Bleisterle, aber das hat viel zu wenig Power, also viel zu wenig. Also ganz viel zu wenig. Und das reizt mir jetzt einfach mal, die zu machen und dann gucken wir da. Und danach glaub, ja, die X-Shot, da war ich auch noch nicht ganz glücklich, da habe ich jetzt auch schon neue Teile rausgedruckt. Dann gucken wir die zwei an und dann müsste der Drucker dann soweit fertig sein mit dem, was man dann jetzt heute alles ändert, weil das sind schon, ja, ich glaube, so ein Deckel in 8 mm dauert das 8 Stunden. Das heißt 16 Stunden, dann noch der Gleukrusch noch ein paar Stunden und das neue Gehäuse für die Schwungräder auch noch mal 8 Stunden, 9 Stunden oder so. Und ja, da ist der Drucker schwer beschäftigt und zwischendrin machen wir was anderes. Dann hat das keinen Stress, weil das ist ja unnötig da jetzt da. Deswegen da richtig Stress zu machen. Und will ja auch mit dem anderen ein bisschen vorankommen. Und irgendwie reizt mich auch noch, ich glaube, danach machen wir die weiter, wenn wir den Teil jetzt ausgedruckt haben. Das reizt mich auch. Also, gibt so viel schöne Bläschler, wo man was machen kann. Ja, die Schraublöcher korrigieren wir jetzt auch noch. Das war ein Schmarrn, dass ich das da unten schon dicker gemacht habe. Also, das schränkt uns nachher bei Designmöglichkeiten ein. Das müssen wir auch noch machen, ja. Weil die Optik von dem Blaster, also. Das kann ich euch schon vorwegnehmen. Das habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt. Ich bin mit dem Schwungrädel das Gehäuse irgendwie nicht zufrieden. Also da muss irgendwie, ja, irgendwie, also ich weiß nicht, das ist mir irgendwie ich weiß nicht, da muss man irgendwie was draus machen. Das ist jetzt halt alles eine recht schlichte Optik und alles eigentlich quasi designbefreit. Erst muss funktionieren, dann können wir uns um die Optik kümmern. Weil wenn ich nachher noch irgendwas und ich habe halt geschaut, dass ich alles so kompakt wie möglich mache, dass man danach einfach Schichten drüber oder da dran noch machen. Das kann sein, dass ich bei dem Schwungrädelskäfig ja doch noch eine Version mache, wo ich die Seite einfach offen lasse. Dass das nochmal eine Ecke kompakter wird. Oder dass ich den vielleicht doch nochmal drehe. Wobei dann guckt er halt übers Magazin raus. Das ist so oder so, ist halt scheiße. Und wenn er so drin liegt, dann guckt er wenigstens nicht übers Magazin raus. Dann ist er zwar ein bisschen dick zu der Seite, aber wenigstens guckt er nicht übers Magazin raus. Aber das ist so oder so. Ja. Aber jetzt machen wir da Hanne nach vorne. Die Laufschnittstelle machen wir modular. Dass wir dann nachher eigentlich ja einfach alles reinklipsen können, was wir so wollen. Also auch einfach ein anderes Frontstück oder so. Wonach uns halt so ist. Da bin ich im Überlegen, wie man das so geschickt macht, was man da so ein optisches Zeugs drauf machen können. Oder dass das nachher richtig interessantes Bleistiel wird, auch optisch. Aber wie schon gesagt, nächster Schritt. Alles ausdrucken. Gucke Gottsau. Und dann haben wir den Spaß mit der optischen Modifikation. Dann machen wir noch hinter halt eine Schulterstütze da, wo man die Batterie verstecken können, dass das aber aufgeräumt ist. Und dann kommt noch ja, Halterle fürs Magazin. Das fehlt auch noch. Das dürfte aber kein Problem sein. Das Hebele mit der Federle und gut ist. Das Federle, das Hebele dann nachdrückt und also das dürfte kein Problem sein. Und ja, und da können wir uns nochmal vollautomatische Version und alles mögliche. Also da gibt's Optionen. Und ich habe jetzt immer noch geguckt, also so doppeltes. Ich habe nichts gefunden. Ich weiß, dass es das gibt. So doppelte Schwungrädler oder so. Das kann sein, dass ich das dann wirklich selber entwerfen muss, dass die Module dann eingegangen. Das der Schwungrädelskäfig, der ist schon groß. Ah ja, so ist halt. Ja, jetzt da noch
Seht ihr das, dann muss man, das seht ihr jetzt, was man an Platz gewonnen habt. Alles das, was ich jetzt da weggemacht habe, das haben wir an Platz gewonnen. Oder ja, oder konnte man Abstand verringern. Und das müsste schon knapper Zentimeter oder so sein. Und der Schieber ist auch noch ein bisschen länger geworden. Das heißt, da dürfte es jetzt zuverlässig in den Schwungrädlerskäfig reingehen. Da muss ich mal gucken. Da kaufen wir uns einfach einen schönen Schwungrädlerskäfig und lassen das seitlich offen. Dann muss ich auch weniger drucken. Und ich sehe zum Schluss nochmal den Deckel. Den machen wir jetzt hier. Ja, den passen wir hier jetzt nicht so richtig an. Weil das ist von Anfang an unwichtig. Das geht nämlich auch ohne Deckel. Und das ist dann nur für die Sicherheit oder so, dass man da nichts reinklemmt. Weil wenn man Tor oder sonst was reinbringt, ist halt schon gefährlich. Deswegen hat das schon seinen Sinn, dass der eigene Deckel draufkehrt und alles. Und dass sowas auch nur im geschlossenen Zustand funktionieren sollte. Hat auch kleinere Anpassungen, dass der Schieber schon dran vorbeigeht. Und da seite ich noch ein bisschen. Ja gut, da ist jetzt das Magazin. Da ist jetzt der Dartstopper, der ist ein bisschen größer geworden. Und deswegen müssen wir das noch anpassen. Und da ist das. Das Schraubloch, das habe ich ein bisschen. Das ist ein bisschen blöd. Das ist halt genau da, wo die Wand von dem Blaster ist. Oder das Schraubdings. Aber ja, halb so wild. Da macht man dann Ausschnitt ein, ist auch gut. Und ich bin da echt noch am Überlegen, irgendwas abgespacedes von Anfang. Weil realistisch Querle, wenn man da wahrscheinlich nicht so rauskriegen, dass es noch cool aussieht, weil das sieht ja mit Schwungrädläufen immer, sieht immer blöd aus, weil da ist immer was seitlich rausguckt, da brauchst du dann echt kompakte Schwungrädler. Und dann machen wir lieber was der kompletter Fantasie entspringt. Ja, jetzt das Magazin da, die Aussparung noch. Und da noch ein bisschen, dass das sauber hält. Also das Pfeile nicht zu arg runterrutscht. Das müsste aber passen. Seht ihr jetzt, wie das Ganze aussieht. Da fehlt jetzt halt der Deckel. Den machen wir jetzt nochmal, ganz gehen wir nochmal gemütlich drüber. Das habe ich jetzt in reduzierter Geschwindigkeit nochmal aufgenommen. Da sehen wir die Schnittstelle. Und so sieht es aus ohne Schwungrädlerskäfig. Und so kommt das Magazin dann rein. So. Und das ist der Deckel, den passen wir jetzt nochmal kurz an, dass der auch passt. Da auch einfach nach hinten schieben. Und ihr seht, zum einen passt er nicht ganz und zum anderen gefällt er mir echt nicht. Also da finden wir eine Lösung. Aber bis dahin, lasst den Drucker laufen und wünsche euch viel Spaß bei Basteln. Euer Blaster-Ingenieur.